Kombi. Party, Platt und Plüschmaus. Moin, moin. Hallo, liebe Tauhörers von Lisa und Hilka. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, will ich auch all singen. Ich hab mir grad gedacht, wie man irgendwie so einen schönen Opener machen können. Aber ich löf aus Thema von Dach. Ist halt gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich mir gedacht, Hilka, jump wie einfach Glickserin, so ein richtiger, einmal richtig indükern. Denn ich möchte gern von die Welten. Hilka, was lässt du eigentlich grad so? Grad, Mhm. heute Morgen habe ich das Zeitmagazin läst. Ja. Also bist du so ein Dachblattleser? Die Zeit ist ja ein Wägenblatt Mhm. und das kriege ich hin. Also so ein Dachblatt habe ich nicht abonniert. Ich komme auch, wenn viel los ist, auch nicht mit der Zeit achte an. Mhm. Und sonst, ich mag das, was viele auch dort, nämlich diese Push-Nachrichten auf Handy kriegen. Ah, okay, okay. Mhm. Ja, ja. Aber nee, Zeitmagazin lese ich richtig gern. Da sind ja auch längere Reportagen bin, auch so verschiedene Themen. Und Mhm. das wäre eine schöne Frühstückslektüre. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob dazu für den Gaudelun und für den Gauden startenden Morgen die richtige Lektüre ist, aber Doch, du bist ja doch, wieder. doch. Ja? Doch, richtig schön. Da sind auch schöne Kolumnen auch bin und da kann Ah, ein das auch ein Band smustern. Das ist richtig schön. Das ist für mich okay. ein Dann ist das eine schönen Gaudelektüre. Start in Dach. Schön. Hast du irgendeinen Bauch, was du sonst gerade lesen darfst? Aber ich habe gerade einen Bauch fertig. Mhm. Ähm, Das ist auch so ein richtigen Smash-Hit, gläubig. Das so ein von diesem Book-Talk-Thema. Oh, ja. Ja, Alchemized. Hate that. Okay, und worum geht das so? Ganz Äh, grob? Ganz grob geitert um ein, ja, ist Fantasy Fiction, sowas, und das geht um ein Land, wo das Lügegift die, ja, Töverkraft haben und dann, ja, Elemente kontrollieren können, zum Beispiel. Also Mhm. Isenform, was denn noch? Fürmarken, Dote obwecken oder mit Töverkraft Lühe wieder gesund machen, die süchsch sind. Mhm. Und Mhm. geht auch um Nekromantie. Der ist so ein Mhm. bisschen der Obhanger, der Lühe gegen Nekromantie kämpft. Also Nekromantie hält den, ja, genau, Dote ton Läven oder, naja, so ton Zombie machen kann. Und darum geidert, und das gibt natürlich auch eine betten sexy Na, natürlich. Leif-Geschichte. Der wo Natürlich. nix anderes töft. Aber hätte Spaß gemacht zu lesen, aber ist auch ein richtig dicken Bauch. Ich glaube fast Dusen, also Ah, Holla. Aber wäre mega aber spannend. schön. Ja, mega Mhm. spannend. Hätte richtig Spaß gemacht zu lesen. Also Book Talk, das wäre eine super empfehlen. Ja, witzig. Also, der ein oder der andere Tauhörer kann sich nur all denken, wie schnackt über Bölke. Ich finde, wir haben das Thema all Feldtau lang für uns herschaufen. Wir hat eigentlich schon viel frei mal über Bölke schnacken können, aber sind irgendwie nie nicht so richtig dort kommen, oder? Nee, ich weiß auch gar nicht, warum nicht. Mhm. Ich weiß, als wir den Infall für den Podcast wieder gut Arbeit haben, habe ich da ein Bekannter von vertellt und der wei direkt immer so, oh, dann könnt ihr ja über Bölker schnacken, und da habe ich Mhm. gedacht so, ja, aber doch nicht in jedem Folge. Wir sind doch Ja, kein ja. Bölker-Podcast. Oh, und wir habt all einmal über Bölke geschnackt. Da hat wir, glaube ich, unser allerersten oder zweiten Gast, wo wir über Kinderbölke, planische Richtig, Kinderbölke schnackt habt, mit der richtig. Kinderbocktant Yvonne. Also, Ja, war nicht ganz richtig, dass wir noch nie nicht über Bölke geschnackt habt. ja, liebe Grüße an Yvonne. Ja, ganz viel live an die. Richtig, aber sonst habt ihr, glaube ich, über, ja, so richtig Bölker. Nee, habt ihr noch nie richtig schnackt, vielleicht mal so ein Betten Mhm. vertellt. Irgendwie, ach ja, das ist spannend. Wo sind Mhm. wir da kommen? Von der Verlädenfolch, ne? Wo ich gesagt habe, ich lese ob ein Beuker-Mess.
Ja, genau. Und dann generell über Bölke, vielleicht auch noch mal so beten plattdeutsche Bölke, wo ich hin. Und wie du ja auch mal die Rech mockt hast, wo du plattdeutsche Bölke verstellt hast. Richtig, richtig. Da sind wir so ein Beten darauf gekommen. Richtig. Also das Reichleuvelü ist auf mein Instagram, da habe ich unter das Hashtag Bökerblick. Ich glaube, kann er noch Hashtag sagen? Ich glaube, ja. Ja, aber nicht mehr so Ja, richtig. Also, nicht mehr so richtig. Ja, also auch also best. wie Balladutsche bei Instagram Ja. kicken. Ja, einfach durchscrollen. Da gibt es direkt Bökerblick, aber ich stelle auch so ab und an mal wieder Beuker oder Böker, die mir gut gefallen da hat, vor. Also darin kicken. Ja, genau, richtig. Und da habe ich viel über Böker gemacht, weil ich bin ja so ein Leserad und das macht mir all Spaß. Und ja, so sind wir darauf gekommen, Beuker. Richtig. Und was mich natürlich bannig interessiert, schrieft gern mal in die Kommentare, was sie denn grad so lässt. Also ich bin auch, also Hilka ist ja nur grad Tau-N mit ihren Bauch und ich glaube, sie braucht auch nochmal neue Tipps. Ich bin nur auch meist Tau-N mit meinen Serven Süstern rech. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, also an sich ist das Bauch bannig spannend, was ich gerade lesen dau, aber ich wohl eigentlich gar nicht, dass das so fix für Bikon da, wenn ich nur so viel lesen dau. Ich bin aus dem Bett hin und her tagen. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, bei mir ist das auch so phasenweise. Also ob Lebenswerk ein Bogen nach das andere wegknallen. Aber ich habe nicht die Tiet. So als Schülersche oder Studentsche. Ja. Da habe ich echt lesen als so eine Weltmeistersche. Aber die Tiet habe ich gar nicht mehr. Und da muss ich dann mir auch echt entscheiden, okay, kiek ich nur eine Serie oder lese ich ein Buch? Wo ist das bei dir? Sag mal. Also das ist, ich habe so gerade in Studientiden und als ich unterwegs wäre, ich habe echt nicht viel lest. Also ich habe, als ich hier auf dem Camino wäre, das ist halt einfach Tauschwur. Also Camino ist der Jakobsweg und da bin ich von Lissabon nach Santiago de Compostela lopen. Und da war das einfach Tauschwur Böcke mit nehmen. Und da habe ich mir dann einen Kindle E-Reader gekauft, um dann halt Böcke zu lesen. Und da habe ich richtig, richtig, richtig viel lest und auch viel rund um Persönlichkeitsentwickeln und alles Mögliche. Und dann ist das bei mir total in Brocken leider. Und so bummelig für ein Jahr, ja, ein Jahr, habe ich wieder angefangen, richtig viel zu lesen. Und das Spannende, ich weiß nicht, also du kennst das dann vielleicht ja leider nicht, Hilka, aber wie mir ist das nur erst, dass ich werde anfangen, so einen richtigen Film im Kopftau kriegen, dass meine Fantasie werde trainiert ward und dass ich werde viel mehr drömen dau. Das ist richtig krass, das ist mir vorher nicht so opfullen. Aber seitdem ich werde viel les, dröm ich krass und werde so richtig, ja, so eine richtig kreative Fantasie werde. Also freue viel Serien und nu viel mehr Böcke bei mir. Ach, krass. Ja. Okay, das werde ich gar nicht. Kann ich von mir nicht so sagen, weil ich immer fehl Ja. les. Also, auch Tondel, drei Verbeuker, kriegstidig. Ja, Ähm, krass. ja, aber gerade ist das eben bei mir so, dann ist das Bauch so spannend und dann muss ich mir am Abend eben entscheiden, okay, so, kiekst du nur eine Serie oder das Bauch? Ja. Und Und wo Forken ist das bei dir die Serie? also wenn ich keinen Bock gerade have, dann kicke ich mir Serie. Aber wenn ich dann einen Bock anfangen have, dann werde ich genau, okay, nu warst du die tauchen Dagen keine Serie mehr kicken. Weil Ja. du musst immer das Bauch lesen. Ja, ich glaube, so krass kriege ich das nicht hin, aber ich habe das morgens, also ich stehe ziemlich früh up und habe dann jemals noch so ein Bett Tiet für so eine Morgenroutine. Und da ist ein faster Bestandteil, dass ich irgendwie einen Kaff morgen da, mich nochmal inkuscheln da auf der Couch und nochmal ein Stückchen lesen da. Wenn ich das sonst irgendwie im Alltag kriege ich das ganz schwor hin, mir wirklich norm das die Titel nehmen, mich nochmal in Ruhe hintersetzen und toll lesen und abends kriege ich da auch die Ruhe nicht mehr fair. Und ich glaube, deswegen will ich vorher mir nicht dachte so, ich kann ja auch morgens im Bett lesen, bin ich nie nicht darauf gekommen, oder habe ich einfach tau wenig lesen, weil abends ist das bei mir noch so wuselig und meist habe ich dann Trainings, dass ich halt einfach, und Gott, wenn ich dann vom Training der Hus bin, ist irgendwie Glocke tein, und da lese ich dann auch nicht mehr, da bin ich halt einfach nur fertig und fall ins Bett. Ja, das ist so. Und du hast dann einfacher doch nochmal eine Folge, oh, wie kick grad Stargate. Welche Season? Season 2 sind wir erst. Okay, okay. Stargate Ja, Atlantis lebe ich ja mega.
Weil vorher, also ich habe vielleicht so mal eine halbe Folge auf RTL 2 sehen oder so. Und dann, Mhm. ich dachte auch, Jungs, Stargate und Star Trek sind das Gleiche. Also da mir leid an alle Trekkies da wurden. Aber ich weiß das halt einfach nicht. Und dann habe ich einen Podcast gehört, wo der das so richtig schön genommen habt und auch noch über Präastronautik schnackt habt und so. Super Ah, spannende Podcast. Und dann sind wir so, hab ich gesagt, okay, versorgt mich über Stargate. Und das ist so schön, wie er das so eine, wo nimmt ein das, Monster of the Week Serie ist. Also du hast mhm. wirklich meist eine abschlottende Handeln in Ja, eine Folge. Und das ist ja, großartig. ja. Kannst du mal eine Folge kicken, kannst du Bobby inschloppen, gar kein Problem. Und dann geil das wieder. Also ja, gerade Leivik Stargate. Wettst du, dass der Protagonist lang mit Katharina Witt, der Eiskunstlöppersche, zusammen war? Nee. Nee, Ja. gar nicht. Hm. Der Colonel O'Neill, oder? Ja. Nein, ist ja witzig. Okay, da muss ich noch mal ein bisschen recherchieren. Wie witzig. Aber Ja. das ist kein Deutsche, oder? Nee, mm. Aber Ja. so, ne, das ist ja auch spannend, dass hier James Bond, Daniel Craig, wäre ja auch mit Heike Makatsch zusammen, dem Moderatorische. Ne. Ich Doch. weiß nur, Heike Makatsch hat doch wie Love Actually mitspielt, hier wie tatsächlich Liebe. Ja, Und also ich habe den letztens wieder gehackt, da hab ich so, oh Mann, der kommt die doch so bekannt für. Richtig witzig. Ja, ja. ich weiß, hier ist nur der von Bloodhound Gang, dass der auch mit einem Deutschen erhoben ist. Irgendwie so eine Lindenstraßen- oder Ach, Rosengarten-Schauspielerische. der immer göbelt, ne? Ja, genau, genau. Wie heißt der nochmal? Devil. Nee. Auf jeden Fall der von der Bloodhound Gang, genau. Ja, Devil Beast weiß ich auch nicht, aber der immer Ich kriege göbelt, ihn auch kann nicht ich erhoben. Ja, marken. genau. Wie witzig. Ja, Okay, und Moment, wie ja, sind wir von ja. Boyka gekommen? Ja, von entweder Serie oder Boyka und Lesen ist mega Mhm. gut. Sechte Ja. Literaturwissenschaftlerische natürlich auch. Ja. Lesen ist Ja. super. Lesen ist super und ist ein wichtigen Teil auch von Kultur zu lesen, denn, darf ich immer einen kurzen Utflug in die Geschichte machen? Ja, bitte. Ja, denn, denn der ein oder andere hätte vielleicht mal von das Wort Oral Poetry hört. Vielleicht auch nicht, mag nicht, ich verklare das so oder so. Also ich hab noch, ich steh da tau, ich gestor vierlich, ich hab da noch nie nicht von gehört. Ja, Oral Poetry meint, dass Geschichten so über das Vertellen wiedergegeben ward. Also, ein kennt das vielleicht so Märchen vertellen oder so, aber eben auch richtig Geschichte. Ne, bevor zum Beispiel die Mhm. Bibel abschrieben ward, hat sich die Lüa 100 Jahre bloß von Jesus vertellt. Mhm. So, und das ist dann Oral Poetry oder auch die Edda, also die wo ein viel weit über die Wikinger-Mythologie ist über Jahrhunderte bloß als Oral Poetry wiedergegeben worden. Mhm. Und so kann sich auch was verändern. Das sieht wir auch schön wie zum Beispiel das Nibelungenlied, wo wir eben von Dachwelt Bett ob Siegfried, de Siegfried, könnte jeden Mensch in dieses Buch tauordnet. Das wäre eine reale Person. Ach, Ja. witzig, ja. Ja, so bummelig unter das 5., 6. Jahrhundert, so die Tiet von der Völkerwandern, ist die Sagengrundlage entstanden und der ist eben Jahrhunderte bloß ja vertellt worden. Bett ein dann eben sechtet, okay, ich mag nur ut Delen davon, auch nicht alle sagen, die darum vertellt ward, aber ein Deel davon ist dann eben im 12. Jahrhundert dann abschreiben worden und noch so ein Betten christianisiert an der ein oder anderen Steh, dat wie nur das Nibelungenlied hebt. So. Mhm. Und so dieses Vertellen nennt sich Oral Poetry. Und irgendwann käme das dann aber dazu, dass die Lü lehrt hebt schreiben und dann eben auch nicht bloß ob Latein, sondern eben auch anfangen habt eben ob Deutsch oder ob Plattdeutsch zu schreiben, also Olsassisch, das ist das Ole Plattdeutsch oder Old Hochdeutsch oder Mittelhochdeutsch. Und so käme das dann eben dazu, dass Boyke schreiben ward, eben höfischer Roman, Gedichte und so wieder. Der Lü hebt sich dann nicht mehr allens
marken muss, sondern Kunde dann eben auch lesen oder vorlesen. Mhm. Und klar, wenn ein was utwendig lehrt, das trainiert ja mega den Prägen. Also, Mhm. das ist krass. Und wenn ein das auch öft, wird utwendig zu lernen, dann ward ein auch immer krasser. So, Ja. das fängt damit an, wenn ein sagt, okay, ich öff nu meinen Inkopfzettel nicht mehr in Handytau tippen, sondern ich mag mir das. An Ja, Anfang ja. da ein viel vergessen, aber nach und nach mag ein sich immer mehr und immer mehr. Aber in einer Welt mit Buchdruck, die von Johannes Gutenberg ja mit beweglichen Lettern ja, erfunden worden ist, ist das gar nicht mehr so nötig. Das heißt aber eben auch, du kannst leichter noch Taugang kriegen zur Mhm. Information. Will sich was vertellen lassen, das dauert eben auch. Mhm. Und du kannst ja viel schneller lesen, als ein dich was vertellen kann. Mhm. Und darum wird wir uns eben damit abfinden, die Tiet von den großen Vertelsels oder das ein grot hier Verteller hat, ist vorbei und wir sind eben in eine Kultur angekommen, wo mehr läst ward. Aber uns Prägen funktioniert eben auch wunderbar mit Lesen. Das geht wie uns auch Prägen, Nerven verknüttert eben gut. Und so kommt das auch, dass du anfängst zu drömen. Wie du Bilder, die Ah, du ja, ichtenswann mal sehen hast, mit der Geschichte, die du liest, verknütten deist. ja, ja. Oder auch wenn du ein Hörbuch hörst, also mir geht das zumindest so, ich kann mit Autofahren kein Hörbuch hören, weil ob der Windschutz läuft dann bei mir ein Film auf. Ach, krass. Ja. Ja. Und da fängt eben uns Prägen an, Dinge miteinander zu verknütten. Und das ist auch das noch ganz kotten Rückblick. Das ist dann eben auch, wenn wie zum Beispiel mittelalterliche Romane liest. Da fällt ein, ob da war dann über sieben ichtens wat verklort, wo ein Kleid von ein Königin ut sein hätt. Über sieben. Mhm. Hier noch ein Stain und wo ist der? Welche Farbe, welche Couleur hat der? Ist da nur Pelz an oder nicht? Und du Mhm. musst dir das so vorstellen, die Lü habt ja kein Fernsehen hat und die sind auch nicht viel rumkommen. Die sind ja Ja. in ihre Dörper bleiben, zum Deel das Leben lang und habt dann eben keine Referenzbilder im Kopf. Also Mhm. müssen diese Sachen in die Beuker oder in die Geschichten nipp und nau beschreiben und verklart worden, damit ihr sich selbst Bilder Toricht bauen könnt und das, was sie vielleicht irgendwo enkelt mal sehen habt. Wenn ich die nur sech, Mhm. stell die bitte mal einen Mantel von ein König vor. Mhm. Dann hast du direkt einmal ein Bild im Kopf. Ja, ja. Und das habt die Lühe früher nicht hat. Ja, Und stimmt. Die darum, hab ich noch nie nicht ja, sehen. Mhm. richtig. Und da, ich glaube, das habe ich in der Herr der Ring, Herr von der Kringen Folge einmal vertellt, der Tolkien auch so perfekt dem Literatur von Mittelalter kopiert hat, weil er auch über sieben da, ich zwar beschrieben da halt und okay, nur mit in der Bruder, Vater, Tante, Tochter ist. Ja. Äh, aber das mag halt eben so ein bisschen stur, diese ollen Romane oder diese Dusen Jahre olle Beuker lesen, wie wir eben Mhm. hüt völlig anders lest und kiekt, wie viel mehr Bilder, viel mehr Bilder in uns Köpfe habt. Mhm. So Mhm. der Ja, Tate stimmt. Ja. wie les von Dach mehr handlungsorientierte Beuke Mhm. und nicht so viel bilderorientierte Beuke. Spannend. Ja. Ja, macht absolut Sinn. Ja. Also, was einen gerade so in Fantasy-Romanen fehlt, finde, ist das dann über sieben Kämpfe und Schlachten und so was beschrieben ward, wo, Ja. ähm, wo ich dann sehe, ja, da passiert ja nicht richtig, was blätter ich dann auch mal über. Ah, ja, 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 ja. Kenn ich auch. Aber ob End ist das ja so, okay, man hätte viele Filme und so was sehen, aber da hätte ihn vielleicht noch am wahrscheinlichsten Bilder von im Kopf und darum war das viel beschreiben, aber das bringt eben die Handel nicht voran und das ist für mich mega Mhm. langweilig. Aber für andere Lü ist es dann eben auch interessant, wie das nipp und nau beschrieben, sich dann erst die Bilder formt im Kopf. Ja, ja, dann mag das dann einfacher, sich das so richtig als eigenen Film dann tau kreieren. Ja, 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 spannend.
richtig. Aber wie machen, das wär ja nun eine Theorie, wie mag ja noch mal ein Plattdütscherin kommen, ne? Ja, gern. Obwohl, ich habe noch eine Frage für Herr Weg, die Frage habe ich gesehen und finde die eigentlich ganz spannend. Hast du einen Bauch, das so ein Betten, die ein Leben verändert hat? Also nichts weniger als das. Aber wo du sagst so, boah, das Bauch, das hat mir richtig prägt oder das lese ich junges Wette oder das hat richtig was mit mir gemacht. Puh. Ich kann ja, also du kannst ja ein Bett überlegen, ich kann ja mal anfangen, ich habe mir ja natürlich schon überlegt. Ja, bitte. Bei mir war das, glaube ich, das Shaolin-Prinzip. Da vertellt ein Kerl, der mit dem Shaolin-Mönch da oben lebt hat, was der so für Prinzipien hat und wo nur der so lebt. Und das war super spannend, weil da auch viel darüber schnackt ward von achtsam werden, dankbar werden ganz viel über das Leben und aber auch so das Thema Tiet. Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, ich habe kein Tiet. Aber das Ding ist ja eigentlich nicht, dass wir kein Team habt, wie möcht oder mört andere Dinge priorisieren. Also, eigentlich ist das mehr ein, ich nehme mir doch gerade kein Tiet für. So eine Sorgen. Und der hat das so schön abschreiben, so schön für mich, das war so verständlich für mich. Und ich glaube, ich habe das gerade in den richtigen Lebensabschnitt von mir lässt, dass mir das richtig bewegt hat und betüt hat, wirklich so Bauch und nehmt das Junges Wette in der Hand und lässt da Junges Wette drin, wie das viel, ganz, ganz viel mit mir mockt habt. Ah, das ist interessant. Das gibt ja viele Leute, die auch so was vertellt. Ja, ein Bauch hätte mich verändert oder hätte mir nie einen Drift gegeben oder so. Mhm. Mhm. Ja, einen anderen Blickwinkel oder genau die richtige Geschichte, oder die richtigen Tiet. Ja. Ich muss auch sagen, ich lese nicht so gern Sachbücher, Mhm. wo vielleicht das größte Potenzial bin ist. Weil ich kiek dann in so einen Bauch rein und denk mir, äh, so da denke ich mir, ja, der eine schrieb das so und der andere schrieb dann, aber dann liegt ein Thema, wäre da was anderes. Also damit kriegst du mich nicht. Ich finde das so, ja, ich denke dann eher so, ja, da kann ich mir auch meinen eigenen Gedanken machen. Okay, aber wenn du gar nicht auf diese Gedanken kommst, sondern der erstmal als Anstunden Nutten da ist, macht das keinen Sinn für dich? Oder? Vielleicht ist das auch so, dass ich so grundtaufreden bin. Ja, also großartig, ja. Das ist toll, da kommt ganz viele Lüglöwig einfach nicht hin. Ja, Mhm. das gibt auch mal Tiden, wo mir das nicht gut geht oder so, aber ich habe, glaube ich, ne, ich glaube, ich habe noch nie nicht in mir Leben so ein richtig existenzielle Drama hat oder so eine existenzielle Krise, wo ich dachte, okay, was muss ich ändern, damit Mhm. ich mich ändern kann. Also, habe ich noch nie nicht in so eine Form hat. Also, Mhm. Mhm. vielleicht finde ich mich selbst einfach so super. Ich würde mich Ja, doch beklatschen, wenn mich gehen. wie findet die auch super, Hicke? Ja, ähm, ja. Aber also so mit Sachbeuke kann ich so gar nicht so viel anfangen. Also ich lese mir dann vielleicht mal ein Kapitel über was dör, vielleicht so über, sogar zum Thema Gärtnern, Garn. Ja, ja. Sogar da bin ich so, boah, muss ich mir das nur dör lesen? Ich kann auch einfach einen anrufen und fragen, der Silvi geplant in Garn hat. Ja, ja. Ja, genau, du magst dann so quasi as fair oder vor 1000 Jahren, wo das noch keinen Bauch gäbe da oder. Ja, also, Mhm. also darum, ich habe auch als Sachbeuker lest, aber dann vielleicht mehr so historische Sachbeuker. Mhm. Das ist, ja, sowas lese ich dann gern. Historische Sachbeuker, ich habe hier einen wundervollen Katalog gerade legen über den Teppich von Bayeux, da habe ich Leder, die gut stehe in Slot Gottorp in Schleswig verpasst. Schade. Das habe ich hier noch auf meiner List oder eben auch so sprachwissenschaftliche Sachbeuker. Mhm. So was lese ich denn gern. Aber diese Life-Coaching, das kriegt mir nicht so. Auch nicht mal diese, Werner, diese Simplify Your Life. Habe Mhm. ich ein, zweimal lest, wie ich dachte, oh, vielleicht kann ich den besser abrühmen. Hätte mir auch nicht funktioniert. Ah, okay, ja. Also hast du nicht so richtig so einen Bauch, der die richtig prägt hat, oder? Nee. Ich habe früher Beuker gehabt, die ich
also im Roman, die ich gern 2, 3, 4 Mal lest habe, aber Mhm. da will ich nur auch nicht sagen, dass da ein Bauch bei, wo ich gesagt habe, oh ja, diese Geschichte, diese Protagonisten, die hätten mich umkrampelt. Also Mhm. ich bin dann eben, ich habe nicht so, vielleicht nicht so viel Fettengirl-Ambitionen. Mhm. Ja, ja, Also ist ja vollkommen fein. Also ja, nee, habe ich nicht. Aber für jeden, der sagt, ich finde das super und ich brauch so was und das bringt mir auch mal ob nie infällt, ist das klasse. Darum, ich will das gar nicht verunglimpfen. So ist das gar Mhm. nicht. Aber für mich, ich glaube, für mich funktioniert das nicht. Ja, spannend. Okay, finde ich gut. Dann lass uns nun noch einmal zur Plattdeutsche Brücke kommen. Das ist eigentlich spannende Thema. Ja, das spannende Thema und ich würde da eben auch gern mal mit dir überschnacken, wo ist denn das? Du kriegst ja auch viel Nachrichten auf Instagram mit Fragen, na Boyka, wo gehst denn du damit um? Mhm. Ähm, ganz stumpf, ich sende die alle an die wieder. Ja, tut mir leid. Also, Plattdeutsche Böcke, ich habe 2 oder 3 Plattdeutsche Böcke, aber auch just mehr so ein Kommunikationsbauch, ein Lehrbauch, ein Grammatikbauch. Also, ich habe ja vertellt, ich habe all Freue nicht verlesen und bin nur langsam dabei an die Böcke ranzukommen. Und an Plattdeutsche Böcke bin ich einfach noch nicht. Also, das ist so, das ist ein Ding, irgendwie bin ich da noch nicht rankommen. Ich weiß nicht, ob da noch kommen deit. Ich will auf jeden Fall einmal. Ah, nee, ein plattdeutsche Bauch habe ich. Asterix und Obelix, oh platt. Das habe ich auf jeden Fall. Ja, Das lebe ich. Ich lebe die beiden und ich lebe, ob platt ist. Also ja, das habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Ansonsten wäre ich ja in der plattdeutschen Bäckerei in Hamburg und habe da mal rumstöbert, weil ich da schon 1, 2, 3 Mal Workshops gegeben habe. Und das ist einfach so großartig und beeindruckend, was das alles am plattdeutschen Bäckern gibt. Irre. ja, ja, ja. Ich glaube, die hat über 23.000 Boyka da. Mhm. Und das Wichtige für alle, der denkt so, ach, Hamburg ist ein Betten weit weg, der versendet auch die Böcke noch, oder? Ja, du kannst Fernleihmarken. Also Ja. E-Mail schreiben an bibliothek@karl-töpfer-stiften und sagen und dann fragen, habt ihr das und das Buch und ich würde gern Fernleihemarken. Und dann mag die Bibliothekarische das dann auch für schon fertig. Mhm. Ja, richtig doll. Und dann gibt es ja auch noch das Platthus in Bremen. Ich glaube, die haben auch nicht viele Böcke, aber da weiß Das, ich nicht genau das toll. ja, das ist das Institut für Niederdeutsche Sprache, was du meinst. Mhm. Und die habt auch eine Bibliothek. Ich weiß aber nicht, ob du die da auch einen Bauch gut lehnen kannst oder Mhm. ob du denn da in die Bibliothek sitten musst. Das weiß ich nur grad nicht genau. Aber der hat auf jeden Fall viele Bäuke. Da kannst du auf jeden Fall auch fragen. Aber ein Henwies, das ist so ein Betten drurig, die Mützig Lütschermarken. Die hat so ein Ah, Schnurhus-Ensemble in Bremen, aber die kriegt das nicht mehr hin, diese Hüser in Standtor holen und möcht dann nur leider einige Hüser verkörpen. okay. Und war dann leider Lütscher waren. Short. Ja. Ja, ja. Also das ist richtig short, aber ja, wenn das nicht anders geht, dann geht das nicht anders. Aber vielleicht hört ja ein diese Volk und sagt, okay, dann wie spend wat? Also, Ja, ja. also wie nimmt keine Spenden entgegen für das Institut für Niederdeutsche Sprache, aber vielleicht immer anrufen oder so. Und, oder wenn Ja. sie sagt, wir sind ein Maurerbetrieb und können vielleicht helfen, werde ich nicht. Mures Lü mit einem platten Hart. Ähm, aber wenn ich der Lüno Taudi wieder stört hab, Mhm. was magst du denn mit denn? Wie berätst du quasi, wo ich das richtige plattische Back für mich finde auch? Also, wenn ich die Nachrichten krieg von Lüe, die mi anschrift oder die du ja auch wieder leitst an mi, die habt dann ja Fragen, all auch konkrete Fragen. Kann ich dann doch auch direkte Mangel empfehlen geben, zum Beispiel für ein Wörbuch oder ein Selbstlehrbuch oder auch, wenn die sagt, ja, ich lese gern dat und dat Genre, und da kann ich dann zum Beispiel auch ein Betten was empfehlen. Also Mhm. das ist nicht
also mir ist das noch nicht untergekommen, dass ein sagt, ich würde gern was lesen. Und ich bin so und so ein Mensch. Was soll ich lesen? Also, Mhm. das ist ja auch so ein bisschen Spökenkickerei. Ähm, also, das ist mir noch nicht passiert, aber gut, ja, können wir die auch probieren. Also, wenn ich so ein bisschen Spökenkickerei morgen schaue, was ich für ein Buch empfehlen, bitte her. Ich habe viele Buch empfehlen da. Und sonst aber auch in der deutschen Bibliothek, die kennt sich noch besser gut. Ja. Und wenn du so einen Top 3 von planischen Völkern empfehlen sollst, welche findest du am besten? Ach, das ist nur, also, Lisa. Ja, ganz lütsche Ja. Frau. Ja, richtig lütsche Frucht. Das kommt dann ja auch wieder auf das Genre an. Aber ich hab mir gedacht, dass so was kommt. Und darum habe ich Mhm. einfach mal ein paar Beuker hier auf meinen Schreibtisch breitlegt. Ein paar davon Ah. hab ich auch mal vorgestellt, auf mein Insta, ein paar aber auch noch nicht. Und darum sag ich mal so richtig, also für Kinderbeuker richtig schön finde ich zum Beispiel die Baugräch um Kaptein Nauti. Der ist von Caro Sand und mit Illustration von Andrea Thiele und die ist auf Hochdeutsch rotkommen und ist von Hannes Frahm. Der eine oder andere kennt Hannes Frahm auch als Mhm. Plattlehrer in Plattdütsche Sass übersetzt worden. Und das gibt es, glaube ich, auch in Tüsken sogar auf Dänisch, der Reich. Ach, krass. Ja, Schön. und das ist richtig schön. Das geht so um einen ja, Lütschen Kat und einen Jong und die belebt eben Abenteuer und die ja, sind dann in ein, ich glaube, der erste Teil, der ist in ein Unterseeboot und der zweite ist dann mit ein Meerwiefke, also ein Meerjungfrau. Also richtig schön, auch die Illustrationen sind mega, mega schön und die Geschichte ist spannend. Also richtig klasse. An End ist noch so ein Lütsche Wurbauk mit bin, wo auch so ein paar Wörter noch bin verklart sind. Also auch für Lüe, die erst anfangt, da toll lesen, klasse. So Mhm. als Kinderbauk. Und ein Bauk ward auch ein, ja, als Kinderbauk konzipiert, weil ist Regen in Kopf. Das ist auch der, Oh, ja, ja. rotortig, ja. Ja, das ist ja das letzte plattdeutsche Bauk von Jahr worden, bevor das instellt worden ist. Und das ist von Uwe Thomsen mit Bildern von Melf Petersen. Und Mhm. das ist auf Hochdeutsch gut kommen, aber auch zweisprachig, also Plattdeutsch, Hochdeutsch. Und da geht es eben um das Thema Achtsamkeit, Burnout und das Mhm. kindgerecht verklort. Und da auch noch ganz spannend, sorry, wenn ich da so hart drin harten hocken muss, das gibt das nur auch als Theaterstück von der niederdütschen Böin Flensburg und da kommt der Tauschau an die Schaul und spielt das für die Kinder in de Schaulstufe, also in Jaun Klassenrühmen. Ja, Just so, als Kotten in später. ja, richtig schön. Uwe Thomsen mag auch noch Musik. Ah ja, und die Caro Sand von Naute, die schrieb auch noch andere Beuker. Also, das sind alles so Allround-Talente. So, das sind so die Kinderbeuker, ne? Und ich habe das hier so ein Betten obdeelt nochmal. Also ein Burg, was nicht so ein richtiges Kinderburg ist, aber so, aber ob jeden Fall fehl um Hamburg geht, das hätte uns Leive Benita Brunnert schreiben. Ja. Hanna und die Hummel. Mhm. Und datau gibt hat auch ein Hörbauk und ein kann mit Benita dann auch ob die Spuren von dat Bauk, ob die Padden von dat Bauk der Hamburg loben. Sie mag da föhren. Richtig schön, das geht da um dat die Lütsche Hanna, wat über Hamburg lernen mach und mit dem Herrn Hummel, der Wartedräger, dann eben Hamburg kennenlernt, das Ole Hamburg. Und Mhm. so, ja, ich sag mal, so Hamburger Originale. Das ist eine schöne Geschichte, kann ihn schön lesen, ist auch so szenisch ein Betten.
Benita mag da auch so lütsche Theaterstücken mit, aber ich kann eben auch empfehlen mit Benita, wenn ihr das Buch vielleicht mal anlässt hätt oder so ein Fernter mag. Das macht echt Spaß. Ist richtig schön. Schön. Ja, also in Süd dann eben auch, ne, wir habt das ja auch gerade mit Regen im Kopf hat. Viele plattdeutsche Bräuker sind nicht bloß einfach Bräuker, gerade so in diese Kinder- und Jugendbaugerecht, sondern wart auch so richtig für die Plattvermittlung inset. Ja, ja. Und was ich wichtig finde, das gibt auch planische Döntjes und alles sowas, aber die habt auch spannende Themen und sind an Läven so ein Betten, an aktuelle Läven mit anknüpft. Das finde ich Ja. so wichtig, dort zu sagen, weil gerade so Regen im Kopf ist natürlich super wichtig, Kindern zu vermitteln, was ist das eigentlich, Depression und Burnout und so was. Richtig, auf jeden Fall. Also diese Themenwelt ist eben auch so vielsichtig und du hast das auch gerade Mhm. recht klar, Plattdeutsch sind auch Döntjes, so als ein ja Mhm. auch Hochdeutsch Döntjes machen kann und so was, aber Plattdeutsch kann eben auch andere Themen anschnacken und ist dafür, finde ich, schon Teil von der Sprache her auch besser. Also das Ja, läuft in Delen auch besser, ob das Plattdeutsch denn. ja, ja. Ja, Finde ich auch schön. ja. Und hast du taufällig noch einen Baukdolling für Wussenlü? Irgendwie so ein Betten, war das ein Roman oder so? Ach ja, habe ich natürlich auch mitgebracht. Ah, Gold wert. Ich habe ein Klassiker dabei, tatsächlich. Und zwar ist das Water über Weiherdamm von Heinrich Schmidt-Barrien. Das Buch ist, was öller, ich muss gerade einmal rinkommen. So, also das ist gut kommen, 1994, aber beträgt sich ob eine Novelle so ut dat Söbentinte, Söstinte, ja, nee, doch, Söbentinte, nee, 17. und 15. Jahrhundert. Also, das ist so ein bisschen Geschichte, aber eben auch ja über frühere Tiden. Also so ein bisschen Indükern, wo habt ihr die Lühe früher lebt? Wir sind hier zum Beispiel mit Hochwarte an der Küste umgorn, aber eben verpackt in Geschichten. Das ist ein Klassiker. Wenn ein sich dafür interessiert, so ein bisschen Geschichte mitzukriegen, wo habt ihr Lühe wirklich früher lebt, ist das interessant ob Land. Mhm. Wenn ein sagt, na ja, also ich mach lieber eine richtige Geschichte, drauf auch ein bisschen schöne Sprach, wenn, dann bitte unbedingt Windsinfonie von Johann D. Bellmann. Das Mhm. ist ein wunderbares Buch, gibt auch mit ein CD mit der Tau und da geht es darum, dass de Wind, ob de Sög is na de für deren. Sin erste grode Leif. Ah. Und so fecht er denn um die Welt und dröppt er wie dann andere derns, die Sanddern und die Waderdern und das ist dann auch so ein bisschen amorös, Mhm. würde ich sagen. Aber was so wunderschön ist, die Sprach von diesem Buch. Ja. Die ist so, so schön. Und darum geil. Und das ist irgendwie so auch der Hauptsujet. Das wäre für Gefühle Faken nicht langt. Und diese Buch wiest aber wiederum, dass das plattdeutsche Gefühle wunderbar ausdrücken kann. Also, Hm, schön. ich mache hier mal was von Klappentext vorlesen und das Buch. Mhm. So dicht an die Sünn wär he noch nie nicht wehn. So hell mit Licht ha ihm noch kein Dach umfahrt. He ha doch kein Wörfor und he freisig dat he kein Haar. Ihm wär ohnlastig wied und hoch und deep in eins. Da pass kein mit bröcht Wortau. He kek sich satt mit slorten Augen. Bang noch, kun all nicht wahr wen. Ist das nicht schön? Hm, das Ist ist das nicht wirklich schön? schön. Ja. Und diese Burg ist blut so schreiben. So wo ein richtig diese Sprach füllt. Ne? Ein Ja. sagt immer,
Ja, Klaus Groh, das ist ein großer Dichter und das ist ja doch Mini Jungsparadies. Ist ein super schönes Buch. Ist auch nur auf Hochdeutsch gut kommen, in Doppelband. Habe ich nur aber nicht mitgebracht, aber giftet. Aber das ist eine Windsinfonie von der Sprache her. Oh, die Geschichte ist schön, aber eben wenn ein auch gern schöne Sätze lesen deit, ist das das Mhm. richtige Buch. Also ein Drum. Schön. Und Richtig schön. natürlich, was ein auch nicht eine schätzen drauf, ein lehrt viel mehr andere Wör und viel mehr plattdütsche Wör. Wie Richtig. sonst hab wir, ich weiß nicht, das gibt ja so bummelig ein Toll irgendwie, wie nut just 2000 Wör von us so und so fehlen. Also, nagel mir doch nicht drauf hast. Ja, Aber gerade im Plattdeutschen ist das ja auch so, dass wie doch Fork über die Gliekensorgen schnackt und die Gliekenwör nut. Und wenn ein dann so eine Böcke mal lässt, dann kommt ein auch ganz neue andere Wör. Und das finde ich richtig. doch so faszinierend an. Richtig. Also in ein ähnliche Reich, also ich habe heute echt so eine Poch in den Hals, ne? Oder eine Utsche. Der Utsche, den mag ich Ne, irgendwie, ist ja seit. ja, der Utsche. In Ostfälsch sagt die Utsche. Utsche, Der Utsche. seit. Ähm, ich habe ja auch noch was für die Krimi-Fründen. Das gibt ja viel plattdeutsche Krimis, aber nicht ein ist so, dass ich sag, lese ich auch gern. Mhm. Aber die Krimi-Reich oder die Krimis, besser gesagt, von Günther E-Mails finde ich mega. Das sind Mhm. keine dicken Beuke, das sind, ich habe ja nur Dot as Schied mal dabei, das sind hier 78 Sieden. Ne? Mhm. Okay. Und die sind aber richtig spannend schräven. Und aber auch so, dass er die gut lesen kann, wenn er noch kein Platt kann oder gerade erst mit Platt anfängt. Mhm. Also macht Spaß und also wenn ein gern Krimis liest, die sind von der Sprache super schräven, die sind unerholsam, die sind spannend. Bitte die Krimis von Günther E-Mails. Macht mega Spaß zu lesen. Stark. Okay. Dann haben wir ja Ja. nur ein buntes Portfolio. Ah ja, Oder hast du noch ja? ja, ich will noch, ich habe hier noch drei, aber das geht fix. Ich habe eben, du hast ja Mhm. gesagt Asterix und Obelix. Und das ist ja was, wo viele sich viel brugt Harry Potter ob platt, giftet auch ob platt. Und ich sage aber, naja, es ist ja, das ist ja auch irgendwie schön, wenn wir nicht bloß Böker habt, die unter das Hochdeutsche übersetzt sind, sondern eben, ja, selbst ob platt schreiben sind. Aber Tandel ist das doch einfach schön, auch wegen des Sprach, Böker zu lesen, die dann doch übersetzt worden sind. Und ein Buch, das ihn vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, ist von Kenneth Graham, Der Wind in der Wieden, der Wind in den Weiden. Mhm. Das kennt ihn vielleicht auch und Fernsehen und Kickkasten. Und das geht um den Lütschen Winneworp. Der hat keinen Bock mehr auf Ah. Putzen im Frühjahr und der macht lieber Abenteuer beleben. Und da lernt er dann andere Daten kennen. Und ja, das Original ist wunderschön, dass das geht um die Jahrestiden, aber eben auch um Heimat und Freundschaft. Und das ist auch ob Plattdütsch gut kommen, da muss ich sagen, das ist ein wunderbarer Übersetzen, auch in Plattdütsche. Also wenn ein sagt, ich mache mal so ein Bauch lesen, was ich alle ob Hochdeutsch oder ob Englisch kenne, unbedingt der Wind in die Weiden. Aber wenn ein, und dann bin ich auch fahrig, Lisa, wenn No, ein, short. ja, wenn ein sagt, ah, ich kann aber noch gar kein Platt. Ja. Ja, habe ich noch zwei Hitte Tipps. Einmal so Betten auch für die Lütschen, aber auch die sagt die Mutter erstmal so, ich mach gern mit Billa arbeiten, so in Kopf, das funktioniert bei mir gut mit Billa, hab ja auch all hat, kann ich meinen ersten Duse Wör Plattdeutsch von das Ja. Nordfriesk-Institut empfehlen. Ja. Das ist ein Wimmelbauk und da hätt ihn dann eben verschieden Alltagssituationen in der Kök, bin Doktor, in der Schule, bin Geburtstag oder sowas. Und da hätt ihn dann ein großes Bild und dann daneben nochmal unter das Bild ruht noch ein Lütschebilder, wo dann anstellt, was ist das denn irgends, was ein da sehen kann. Und dann kann ein aber auch, was ich auch klasse finde, selber auch öven, tau beschrieben, was seh ich denn da? Was Mhm. da denn der ein Mensch mit einem anderen Mensch? So und Mhm. so öft ein, dat auch Glicks
in Schnackentau kommen, was ja wichtig ist. Wie sich immer Plattdeutsch lernen, Plattdeutsch lernen, Plattdeutsch lernen. Aber wir haben nämlich schon Schnacken. Mhm. Ja, So. ja. Und da ist so ein Wimmelbuch eben mega gut, weil also du lernst nie Wör, aber du kannst auch öven selbst tau schnacken, wie du anfängst, die Bilder, die du siehst, tau beschrieben. Was kannst du da sehen? Was Mhm. mag der Lü miteinander? Und wenn er sagt, ja, super, aber ich muss bitte von der Basis anfangen, ich bin Selbstlerner, denn mache ich gern das offizielle Schaulbuch für Niedersassen empfehlen. Das ist von Heike Hiestermann und Katrin Krohn-Witzel in Quickborn Verlag rausgekommen und heißt Snackenbroten Körren, Plattdeutsch Lehrbuch für Mhm. die Säck ein. Und das ist das offizielle Schaulbuch in Niedersassen für die Säck ein. Aber das ist bannig gut abbaut und das Ja. ist darum auch für Selbstlerner. Wirklich ein große Gav, ein fangt da von null eigens an, lehrt Frage, ne, wat, wo fehl, kein und so wieder. Und das ist auch so optisch schön, du kennst das auch. Mhm. Also, Ja, und ich mache das auch mal nicht gern. ja, und Mhm. das ist, da merkt ihn eben, das hebt sich, ja, Schaulmeistersche und dachte, und das Fremdsprachenlernen kommt, ich glaube, Englisch kommt, oder Englischunterricht, und habt auf diese Basis eben ein richtiges Bauch entwickelt, und muss ich sagen, das ist mega. Also, wenn Mhm. sie sagt, ich bin nicht biete VHS oder ich buch noch was extra, biete VHS oder ich mach bloß Huse lernen, bitte Snackenbroten Kören. Mega, das gibt das ob Nordniedersächsisch, also na Sass, dat gift dat bet nu ook ob Ostfriesisch, also in Ostfriesischem Platt und Balle kommt dat ook in Kernostfälisch gut. Wird noch ein Betten, aber Ja, ist in großartig. Planung. Cool. Ja, Ja, das war ja puh, nur ein bannig bunten Blumenstruß. Richtig doll. Danke, Hilka. Voll gerne. cool. Also, wenn ihr was und das so voll mit Rut nehmt, dann mehr lesen, das ist großartig für us und us prägen. Und nu habt ihr auch ordentlich Böcke mit an der Hand kriegen, ob hoch oder ob plattdeutsch. Ja, und weißt du, das Schöne ist ja an Boyke, wenn ein Boyke liest, dann kann ein da auch über schnacken und vielleicht auch andere Lüe kennenlernen. So, ich Mhm. denk da plattdütsche Böker kriegen. Mhm. So, Gründ plattdütsche Böker kriegen, Lüe. Leive Lüe, bitte. Ja. Ja. Les Böker schnackt da über, dann kommt sie ins Schnacken und sie lernt andere Plattschnacker kennen. Könnt ihr ja auch online marken. Genau das ist das. Das ist ja nicht das Problem. Das Chlor ist natürlich schwor für Ort, andere Lüter finden vielleicht. Und online geht das genauso gut. Das ist super einfach dann. Ein Mutter hat just ein Hemd, der dazu anstöten deit. Wenn sie domo ein Obruf, also wenn sie Lust habt, das zu organisieren und aber nicht weit, wo sie das öffentlich kriegt, schrieft mir doch gern an. Ich kann das dann einfach mal eine Story posten und kicken, ob du andere Lü auch Lust drauf habt. Sig mit Jau dann tau vernetten. Also, habt doch keine Hemmen und schrieft mir einfach gern. Ja, richtig gut. Klasse. Ja. Nu ist Tiet für Reklam nochmal, ne? Ja, bitte, bitte. Ja, Lütsche Reklam. Wir habt das in der verleden Folge auf Kott anschnackt, aber ich habe hier ein paar Böker vorstellt und ich wart und ein paar von den Böker lesen. Und zwar an 7. Juni, 7. Sösten, bin Börsummer Bücherbahnhof. Glocke 12. Da könnt ihr mit dem Tuch mit der Eisenbahn hinfeuern und ja, hört mir lesen und Beuker und vielleicht auch und das Buch, das ich gerade schrieb. Ja, ich muss kurz dazu sagen, ich habe Anwiesen von Hilka kriegen, dass ich das nicht anschnacken darf. Von daher bin ich bannig gespannt. Ich weiß auch noch gar nichts über den Bauch. Ich Ja, hoffe natürlich, dass ich einen von der ersten Lesersche werden darf. ja, mal kicken, ich bin da noch so ein Betten dabei, da an zu Mhm. arbeiten, aber vielleicht kriege ich dazu hin, dass ich mal so ein Betten ut Blick geben kann an diese Böker-Mess in Börsum. Cool. Die Titel, die ich empfohlen, ja, der Titel, der ich gesagt habe, die schrieb ich auch nochmal in die Caption drin.
Ja, ja, genau. Dass ich das nicht nochmal durchspulen muss und nochmal mitschreiben. Ich glaube, das ist das Beste. Hm? Ja, eben. Ach, oh, mir fällt noch was in, Lisa. Das Bauch hab ich vergessen. Das will ich Na, aber komm, gern noch sagen. Ich habe ja noch kein mut mir drin. Wörbock, ja, ich habe noch kein Wörbock dabei hat. Aber auch für die Lüe, die gern so historische Sachen Lien mach ist in verleden Jahr in Burg kommen. Und zwar ist das ein Wörbock über die mundartliche Sprache in und um Fallersleben. Und er denkt, Fallersleben, was ist denn das für ein komische Dörpen? Ha, kennt ihr all von Namen? Nämlich die Dichter von uns Nationalhymne. Ja. Heinrich Hoffmann von Fallersleben kommt ut düsset Fallersleben. Wär ein Freund von den Brüder Grimm und so wieder. Mhm. Und die hätte auch übrigens die Niederlandistik grund. Also in den Niederlanden verehrt ihr den richtig. Ach, Und krass. Wusste ich ja, gar nicht. Mhm. ja. Und die hat ja in dat, von wer dat, in der 19. Jahrhundert, hätte einmal das Plattdütsch in sin Fallersleben abschreiben, also in Ostfalen. Und da ist in Mhm. verleden Jahr ein Wörtergut kommen, das hält mundartliche Sprache in und um Fallersleben mit dem Wortschatz von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und da sind auch die Wörböker von Nordsteimke und Vossfälle von Henry Beck mit Rinnenbrocht. Und dann würde ich sagen, für Lühe, die gern mal Welt noch, wo hätt eigens diese Heinrich Hoffmann, den man bloß immer von Summ, 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 Bienchen Summ herum Mhm. und auf unserer Wiese geht was und unsere Nationalhymne kennt eigentlich eigens schnackt as Kind. Ja, witzig. Ja, Cool. das wollte ich noch kurz vertellen. So, Lisa, und bevor der nächste Ja. Reklameblock kommt, Ah, ja, da buchen wir erstmal Betten verpusten. richtig, richtig. Okay, darf ich anfangen? Bist du Oh, bereit? ich bin bereit. Für unser Songquiz. Engsbruch wieder nochmal einen coolen Inspieler oder sowas, so ein Trenner, damit und dann kommt das Songquiz oder so. Ja, Okay, also, hast du glöft, hast du hofft, dass eins Bäde wart. Hast du blatt, hast du fleht, weil eins anders ist. Wo ist der Tiet, wo ist das Meer? Sie fehlt hier. Du fragst mi, wo sie die bleiben perfekte sind. Welle. Nicht ganz. Die Nächte kommt, die doch gorn. Da dreit und wendet sich. Hast du de Schören nicht sehen, ob denn du wieder gorn deist? 1000 Na? Kilometer. Es ist nicht die perfekte Welle. Nee, aber du Nee, bist richtig Norbi. Ich kann ja noch mal im Bett wieder. Glicks hast du das ja, dann. ja. Hey, wo ist das Licht? Wo ist den Stern? Hey fehlt hier. Du fragst mi, wo hey bleibendet? Wart eins anders? Wart eins anders? Wart eins anders? Ja, ich weet, dat wär ein dulle Tiet. Us wär kein Wächter wied. Du fällst Ja, hier. ich weiß, es war eine geile Zeit. Ja, also, wo hält der Song? Geile Zeit. Ja, 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 sehr gaut. von Juli. Von Genau, Juli. genau. Ah, Schöner Song. ja, wäre auch eine geile Folge. Für mich zumindest. Ja, 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 absolut. Ich habe richtig viel mitgenommen. Aber Ja, nun muss ich erstmal, also damit das eine richtig geile Folge war, eine dulle Folge, muss ich den Song erstmal hören. Mhm. ja, für mich ein Song, den ich gut söcht hab, dann muss ich danach noch mal was tau sagen. Aber ich fange erst mal an. Mhm. Ich wär früher so ein Ding. Betze mi Krägenhahn. Ich hef ole lütsche Omas de Dörn obholen. Ich hölp blinde tau kieken. Ich hef kein Fründen, wilde in de Blätter läst. Se moch sich nicht mit mi säen laten. Ich ward bannig Neddermarkt. Und nun kommt der Refrain. Nie nicht mehr Herr Nettkerl. Nie nicht mehr Herr Schier und Gladde. Nie nicht mehr Herr Nettkerl. Se secht, hey is mal, hey is Swinsch. Ich habe eine Idee, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das Sinn morgen deit. Ist das No No Never?
Nee, aber wäre auch Ach, witzig. schade, wir nie nicht mehr. Also ich hab den Würde Achter nicht verstanden, aber das halt witzig gefunden. Okay, nee, sonst wäre ich das nicht. Ich dachte nur, no never. Nee, aber das wäre witzig. Nee, ich habe gesagt, nie nicht mehr Herr Nettkerl. Das ist so Das der verstehe ich Überset. doch nicht. Ja, Mr. nett. Nice Guy, oder? Ja, 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 ja. Ah, no, no, Mr. Never, never? Mr. Nice Guy? Ja, fast, fast. Das Late Okay, Hate No More Mr. Nice Guy. okay, Ähm, und ist von Alice Cooper. okay. Gar keine Ahnung. Ja. Warum habe ich das Late gesagt? Ich muss was Ruhiges ansingen noch. Hm. Ich kann in dieses Jahr nicht na dat Mera Luna feuern. Oh, oh, ja, Ja, warum? das hat so ein bisschen organisatorische Gründe. Das ist mega blöd. Ich habe mich richtig ärgert darum. Leibe Lüdig, der alt Rob, wohl, ich kann nicht kommen. Das tut mir Oh. mega leid. Aber, aber, Anfang Juli, am 2. Juli, ist das Rock Harz in Harz und Mhm. da spielt Alice Cooper. Und da fährst du auch hin? Da vorher kennt. Ah, schön. Und Ja, feuer dann, gaut. und feuer dann auf das Rockharz an den Dönnerdach und kick mir Alice Cooper an, weil ich hab gedacht, okay, du musst diesen Kerl ey mal ankicken, den du endlich so old ist, als der immer U10 hätt. Ja, ja, wahrlich. Witzig. Okay. Ja, Ja, und nun kommt der zweite Block Reklame. ich wollte gerade sagen, jetzt kommt noch mal ein richtig dicker Werbeblock. Mhm. Der ein oder Anna hättet ja all mitkriegen. Vielleicht, wenn in Leck zum Beispiel, wie das Barcamp, vielleicht auch über Instagram, vielleicht aber auch noch gar nicht. Und wenn ihr nur diesen Podcast hört, dieser Podcast bleibt ja bet nur bloß online, aber auf den 11. Mai-Mond, das ist ein Montag, um Glocke 8 an Abend, löppt Party, Platt und Plüschmoos auch in Radio. Ob Radio Mhm. Okerwelle. Ja. Genau. Tada! Das irre. Ja, ja, wir normalerweise würden nur ja die Anmoderation kommen, für die Tau kommen Volk und wat wie du morgt, aber us Tau kommen Volk, wat einfach am Montagabend gut sind. Und das ist schon ein großes Ding, finde ich richtig cool. Ich bin gespannt. Und ja, ich Ja, kann was sich Ben Annes anhören. Das kann ich all anteasern. ja, das kannst du anteasern. Ja, Ja. und warum? Da möchte ich dann aber bitte rinhören. Ich könnt, Mhm. wenn die Radio Okerwelle nicht in John Radios rinkriegt, kein Problem. Das gibt das auch als Livestream. Den Link Mhm. packen wir hier natürlich auch mit drin in die Caption und die Glockentiet und alles. Aber wir würden uns bannig, ja, freuen, wenn die rinhört. Und das Mhm. allerbest ist, Ja, oder fragt mich all sieht 5 Jahren drauf. Ja, vertell. wie dröft Musik spielen. Ja, endlich können wir den Lader spielen, der wir hier errot, damit ich endlich mal eine Ordnung habe, was Hilka Engs für Lader also mitbringt halt. Ja, also wenn sie Lust habt, wenn sie Bock habt, noch mehr zu hören, was wir eigentlich so für Musik hört, müsst ihr unbedingt Mhm. rinschauen. Also könnt ihr uns noch besser Ja. kennenlernen. Ja. Und eine letzte Sorge habe ich noch, denn ich habe den Leven Holger droben, denn den kennst du auch, Hilka. Und Ja, hey hat mich bestärkt, dass hey auch nimmes gut findet, was du für einen Song eigens willst. Dann hätten wir so ein Beten, was wir den geben von der ganzen Stolz und Ehre, der ich hier Junges für Leyendau. ja, was soll ich Ja. nun dazu sagen? Nee, weißt du, was die sagt? Holger, Mag dat danke, dass du mir gaut. noch vollen Dice. Danke. Tschüss, Schileven. Wie hört du's denn? Wie der Radio sen. Also, Beton, 11. Maimond, Glocke 8 am Tschüss. Abend. Tschüss.